Willkommen. Für all die Leute, die da jetzt neu einschalten oder das später werden sehen, in der Story oder auf YouTube, willkommen da beim Collab Podcast, bei der wöchentlichen Show, die wir da machen auf Instagram, aber wo ihr auf meinem YouTube-Channel findet, unter Collab Podcast. Um was geht's bei dem Podcast? Einfach als kleine Intro. Es geht um allerlei Themen aus der Musikindustrie oder aus dem Musikbusiness. Um genau zu sein, aus der Schweizer Musikbranche. Mein Name ist der Alex. Ich habe schon seit dem 2012 arbeite ich schon in der Musikindustrie aktiv da in der Schweiz. Habe vorher lang bei einem der 3 grossen Majors gearbeitet, als Product Manager bei der Warner Music und habe dort grössere internationale Releases vermarktet. Und jetzt seit 1,5 Jahren bin ich selbstständig unterwegs als Musikberater oder einfach jemand, der mit Künstlern redet und die halt eine Künstlerkarriere machen wollen, denen halt helfen mit Artist-Strategien oder halt sonstigen Release-Strategien. Daher halt eher jetzt im beratenden Bereich tätig. Und der Podcast da, wo ihr seht, ist so ein bisschen schon länger ins Leben gerufen worden auf meinem YouTube-Channel, wenn ihr das schon mal gesehen habt. Dort habe ich halt viele Themen, wo wir irgendwie schon diskutiert haben oder befasst haben, wo halt vielleicht Künstler interessieren oder Leute, die produzieren oder einfach irgendwie Fuß fassen wollen in der Musikindustrie. Und das, was ihr da seht, ist halt wie so ein wöchentliches Format, wo wir auf Instagram live machen, wo so ein bisschen interaktiver soll sein, auch mit dem Chat, wo auch ein bisschen lustiger wird, wenn da jetzt noch ein paar Leute reinkommen, wie zum Beispiel da Zimsa. Ich spreche da jetzt nicht den ganzen Namen aus, weil ich es nicht weiss, aber willkommen für die da jetzt noch später dazu stossen. Ihr seht da, das Thema am heutigen Abend ist Artist- und Release-Budgets. Ist wie so ein bisschen beides, Release-Budgets, halt alles, was mit dem Produkt zu tun hat. Aber ich würde uns schnell ein bisschen erklären, um was es in dieser Stunde jetzt wird gehen. Darum danke, dass ihr da schon dabei sind, und für die das später werden sehen, könnt ihr das auch gerne nachher noch in der Story mitverfolgen. Das Thema Artist- und Release-Budget ist halt, oder generell alles, was mit Budgets zu tun hat, mit Künstlerbudgets, ist halt immer schon ein sehr wichtiges Thema gewesen, in der Künstlerbranche oder im Musikbusiness generell, weil, ja, als einfache Philosophie nur die gut budgetieren, können auch längerfristig wahrscheinlich Erfolg haben da, oder eine Musikkarriere haben, künstlerseitig. Darum wollte ich mal die ganze Stunde dem Thema widmen. Was schauen wir uns jetzt genau konkret an in dieser Stunde? Zum einen so ein bisschen Überblick, was es bei einem Release generell, wenn man jetzt einen Song oder ein Album oder ein Projekt wird releasen, was als Künstler einen dort für Kosten würden erwarten, oder was es halt so für wichtige Kostenpunkte hat, wo man beachten muss. Dann sicher ein paar Meinungen von mir oder vielleicht auch von denen, die da nachher mitdiskutieren, hoffentlich ein paar Meinungen aus Produktsicht, was man so budgettechnisch beachten muss oder wo man eher den Fokus legen soll, sprich, wo man am besten sein Geld soll investieren, wenn man jetzt da eine neue Release macht und auf was man achten soll. Dann schauen wir sicher noch in dieser Stunde auch ein paar Alternativen an, Investitionen, die man machen kann als Künstler oder Künstlerin, wo ihr vielleicht nicht so dran gedacht habt, wo ich so aus Erfahrungswert irgendwie mitbekommen habe, in was man noch investieren könnte, wo man halt einfach nicht auf dem Schirm hat. Und halt generell die Frage, oder das Thema jetzt in dieser Stunde, soll halt ein bisschen die Frage besser können beantworten, was man halt mit so einer Budgetplanung, mit einer anständigen Budgetplanung, alles machen kann und wieso das auch die Qualität von deinem zukünftigen Release auch kann steigern und rein den Standard und das Level von dir kann erhöhen, einfach wenn man ein bisschen eine bessere Planung hat. Und Budgetplanung und so Sachen wie halt Budget und Kalkulationen, tönt halt alles auch mega, ja, vielleicht auch nicht gerade mega spannend, sage ich jetzt einmal, oder hure flashy, aber es ist halt eine sehr, sehr wichtige Komponente, wo dich auch stets begleiten wird, für die da jetzt halt zuschauen oder das später sehen.
Und darum ist es auch sicher wichtig, dass wir mal sicher eine Stunde uns das Ganze anschauen können. Wenn ihr da Fragen habt oder Input generell, für die das nachher noch sehen, sage ich das sicher auch nochmal. Gerne alles einfach in den Chat, was euch zu dem einfällt. Ich kann auch gerade live darauf ein oder kann nachher ein bisschen tiefer eingehen, wenn ihr irgendwie Fragen hättet oder einfach das Gefühl habt, ich will etwas zu irgendeinem Input bringen, bin ich noch so gern. Genau, aber sonst würden wir jetzt einfach mal starten in dieser heutigen Folge. Und als allererstes mit dem Thema Artist und Release Budget würde ich halt mit euch anschauen, wo könnt überall, also als Überthema so, wo könnt überhaupt überall Kosten entstehen? Oder wo kann ein Budget entstehen, wenn man jetzt ein Release würde planen? Der Jam ist auch da. Sali, dass du da auch dabei bist. Für die da eben später dazu schauen, zustossen, da unten sehen ihr das Thema vom heutigen Abend, Artist und Release Budget. Wenn ihr irgendwelche Input habt, einfach straight in den Chat rein, so, und dann kann ich auch darauf eingehen. Aber als erster Punkt schauen wir uns eben an, wo, jetzt ist man Künstler oder Künstlerin, man will etwas releasen, ob das jetzt ein Song ist, ein einzelner Song oder ein Projekt, wo entstehen überall Kosten, generell, das schauen wir uns jetzt ein bisschen an. Das ist relativ einfach zum herausfinden, sage ich jetzt mal, weil man schaut sich einfach ein bisschen an, wie sieht die ganze Produktionskette aus. Oder wenn man einen Song auseinandernehmen würde, kann man sich relativ genau anschauen, wo dort überall Kosten könnten entstehen. Promo, Jam sagt da, ja genau, zu dem kommen wir nachher noch. Sehr geil, so, dass ihr euch schon einbringt. Control ist auch da. Zu dem Punkt kommen wir nachher noch. Aber vor der Promo sogar noch, viel weiter vorne, würde ich einen Schritt zurück machen und zuerst einmal über die Kostenpunkte reden, die produktspezifisch könnten entstehen. Also vom Produkt, ob das jetzt ein Single ist, Chantal ist auch da, Peace, ob das jetzt ein Single ist oder ein Albumprojekt. Wo könnten als allererstes halt Kosten entstehen? Produktionskosten, genau. Jung M sagt es da schon ein bisschen vor. Ich würde da wie so ein bisschen alles highlighten. Darum ein sicher grösserer Kostenpunkt ist halt alles, was mit der Produktion zu tun hat. Produktion nehme ich da jetzt mal als Überbegriff, weil das kann man halt noch absplitten. Und zwar könnten dort halt verschiedene Kosten ein bisschen entstehen. Zum einen bei der Produktion könnten Kosten entstehen beim Beat, sagt der Jam schon, also alles, was mit der Produktion angehalten. Oh, die Verbindung ist gerade abgebrochen, aber ich hoffe, man sieht mich da. Dünn schnell alles okay sein, wenn ihr mich da wieder seht. Weil sonst habe ich das Gefühl, irgendetwas ist mit dem Ding. Schalte ich da auch mal das WLAN ab, dann habe ich ein bisschen mehr Saft. Ich hoffe, man sieht mich jetzt wieder, weil es schnell einen Unterbruch gegeben hat. Aber genau, bei der Produktion können halt Kosten entstehen. Und das ist zum einen, könnte das Studiozeit sein. Okay, gut, man sieht mich wieder. Die Studiozeit, die Produktion, wie da auch schon, wie es da gesagt worden ist, beim Beat. Oder vielleicht aber auch Vocal Recordings. Das sind so die 3 Punkte. Ich schaue später nachher. Ja, alles klar, Control. Das sind so ein bisschen die 3 Punkte, wo sicher einmal produktionsmässig könnten die Kosten entstehen. Da generell, wir gehen nachher noch ein bisschen tiefer drauf ein. Da möchte ich einfach ein bisschen dazu sagen, all die Beispiele, die ich jetzt da nenne, die mit der Songproduktion zu tun hat, ist halt immer generell eine gute These, wenn man das, oder eine gute Sache, wenn man so viel wie möglich von dem kann selber machen. Und selber machen im Sinn von, ja, sich selber gewisse Sachen beibringen, dass man halt gewisse von diesen Kosten gar nicht erst generiert. Aber rein von der Produktion sind es da sicher Studiozeit, was wir aufgeschrieben haben, Produktion selber, Vocal Recording und dann alles, was mit dem Mix und mit dem Mastering zu tun hat. Beim Mixen, so, da gibt's halt auch verschiedene Meinungen und Inputs. Meiner Meinung nach, auch wenn man da jetzt jemanden hätte, einen Go-To-Guy oder eine Frau, die halt gut mixen kann, irgendein Ingenieur, dann entstehen da dem meistens halt auch Kosten, wenn man das mit einem Externen macht. Aber wenn es so ist, dass man das nicht selber könnte, man muss es mit einem Externen zwingend machen, weil man halt den Know-how nicht hat, dann da als kleiner Tipp oder Empfehlung würde ich immer schauen, dass man mit dieser Person
mit dem Mixing Engineer oder Mastering Engineer oder jemand, der das vielleicht beides kann machen, dass man schaut, dass man mehrere Aufträge vergibt. Dass man nicht nur vielleicht einen Song abmischen, sondern man macht vielleicht gerade ab, dass man 3, 4 macht. Oder man zeigt der Person vielleicht allenfalls den Release-Plan, dass sie checken, okay, da kommen jetzt 5 neue Songs raus. Und Thierry schreibt da, wie lange braucht das zum Lehren, also abmischen? Ja, das ist eine gute Frage, wie lange wir jetzt brauchen, um das Abmischen lernen. Wir kommen nachher noch ein bisschen dazu, wieso es auch ein sehr guter Punkt ist. Ich finde das eine gute Frage. Wir kommen nachher dazu, wieso es generell ein guter Punkt ist, dass man auch selber das Mischen lernt. Da gibt's halt dann natürlich auch ein paar Tricks. Aber ich gehe jetzt zuerst mal von dem Beispiel aus, wenn man es jetzt nicht selber könnte und man muss den Mixing- und Mastering-Prozess jemandem geben. Man kann natürlich nicht darauf hoffen, dass das alles gratis passiert, aber wenn man da eine Person hat, dann schaut vor allem, dass man wie so einen Mengenrabatt machen kann. Dass man halt sagt, ey, ich zahle dich nicht nur für einen, sondern ich gebe dir dann mehrere Aufträge und dann ist vielleicht der Gesamtpreis ist dann ein bisschen günstiger. Dort aber, wie der Thierry das jetzt schon sagt und Leroy, cool, dass du da dabei bist, beim Mischen finde ich einfach heutzutage, also das Mastering wiederum, das ist, finde ich, fair, dass man das extern gibt, aber beim Mischen finde ich es auch wichtig, dass man dort die Lernprozess selber macht. Wird das Live-Video gespeichert? Ja, voll. Ich rippe das nachher seht ihr das auch noch im YouTube-Channel oder dann später in der Story könnt ihr das noch nachverfolgen. Beim Mischen nämlich, wie der Thierry das gesagt hat, finde ich das wichtig, dass man sich auch gewisse Schritte, gewisse Teilschritte dort selber beibringen kann. Und ich glaube, es geht halt auch immer mehr in die Richtung, weil wenn ihr dort so ein bisschen internationale Releases anschaut, dann ist das meiste, was mit dem Mixing zu tun hat, auch vielmal der Produzent zum Beispiel dahinter. Also der die Instrumentierung macht, kann vielleicht auch sein, dass der dann der Künstler oder die Künstlerin auch gerade aufnimmt, also ihre Vocals oder seine Vocals aufnimmt und dass man dann das Mischen gerade während dem Produzieren macht. Also auch Thierry, sorry, was ich Unterschied zwischen Mastering und Mischen. Gute Frage, was der Unterschied ist zwischen diesen zwei Sachen. Einfach gesagt, das Mischen, also das Mixen, unterwegs ohne Power, kein Problem, man sieht das nachher noch. Das Mixen, Thierry, das hat eher alles mit dem Prozess zu tun, was die individuellen Songspuren, ich sag's mal einfach, wie die Songspuren individuell, also bei einem einzelnen Song, Drums, Bassline, die Pads oder irgendwelche Riff oder Chords, die Vocals. Der Mischprozess ist, wie all die Spuren individuell zusammen harmonieren, dass das nachher ein Song gibt, so. Also alles, was mit der Soundästhetik zu tun hat, ist halt meistens schon ein Mixing-Prozess. Jetzt ist das heutzutage aber allerdings so, dass die meisten Produzenten, während die den Beat oder die Instrumentierung schon am machen sind sie schon am Abmischen. Also ich habe halt mit vielen Produzenten, habe ich halt vielmal auch den Input gegeben, wartet gar nicht drauf, machen nicht erst den Beat und schaut nachher das Mixing als etwas Separates an, dass man jemandem die Spuren schicken soll, sondern auch da, weil wir halt über Budgets reden, kann man den Kostenpunkt halt recht niedrig halten, wenn man schon versteht, okay, während dem Produzieren, du bist halt schon den Song am Zusammenmischen, so wie du ihn willst haben, so wie es für dich am besten tönt, und das ist nachher schon ein Mix, sozusagen. Leroy schreibt da beim Mischen, wo ist die perfekte Kombination finden von einzelnen Instrumenten, dass sie auch zusammen gut tönen. Genau. Es ist das perfekte Zusammenspiel von allen individuellen Spuren, die ein Song hat. Und das Mastering wiederum ist dann halt ein separater externer Prozess, weil beim Mastering geht es nachher nur noch darum, wäre meine Ansicht. Genau, Leroy, finde ich auch, teile ich auch. Beim Mastering wird es dann nur noch ganz simpel eigentlich, also eigentlich ist es ein sehr simpler Prozess, geht es darum, dass die Lautstärke auf einen Standard aufgesetzt wird, wo halt konkurrenzfähig ist mit allen anderen Songs. Weil Mastering ist halt eher ein bisschen eine technischere Angelegenheit, dort ist auch etwas Kreatives dahinter, aber das Mastering ist halt auch ein sehr, sehr wichtiger Prozess,
weil man so auch auf ein professionelles Standard kommt, auch von der Lautstärke her und wie das so der letzte Feinschliff sozusagen. Young M schreibt da, Mastering ist mega wichtig für live, finde ich. Genau, wenn Beats nicht gemastert sind, übersteuert alles live voll. Absolut, Young M. Weil im Mastering-Prozess passiert es auch für die das nicht wissen, passiert eben genau das, was der Young M da auch erklärt, dass das alles auf eine schöne Ebene kommt und halt auch die Dynamik, die Dynamik nachher ein bisschen halt nicht alles auf ein Level kommt offensichtlich, weil dann hat der Track keine Dynamik mehr, aber dass der Standard, der Lautstärkepegel, nachher egal ob du das live spielst, performen tust, ob das an einem DJ ist, dass er das spielt, ob du das daheim hörst, ob du das auf den Headphones hörst oder auf dem Handy, dass es überall halt gleich soll tönen, beziehungsweise gleich gut oder gleich laut, so. Und du willst halt keinen Unterschied, dass es wie der Young M da sagt, dass wenn es live in einem Club wirst abspielen, dass es voll komisch tönt und total übersteuert, aber daheim tönt es okay. Und das ist halt dann der letzte Mastering-Prozess. Das Mischen ist aber für mich eher halt auch etwas separat so. Es kann Hand in Hand gehen, aber das Mischen wird für mich heutzutage, so wie ich das bei den meisten Songproduktionen sehe, passiert das schon während der Produktion, dass du das dir so abmischst, wie du willst. Darum würde ich dir bei dem Kostenpunkt Mixing und Mastering immer sagen, wenn ihr es schafft, einen guten Mix alleine anzubringen, als Künstler oder Künstlerin, so wie ihr das haben wollt, mit euren Vocals oder die Instrumentierung zusammen mit den Vocals, dann habt ihr schon mal die halbe Miete gemacht, weil dann müsstet ihr das nur noch an einen Mastering-Ingenieur schicken, der das dann auf die Lautstärke bringt und so ein bisschen den letzten Glanz am Song verpasst. Darum dort so viel wie möglich in dieser Produktionskette, wenn man das halt alleine lernen kann, ist das sehr, sehr viel wert, weil dann spart man sich dort natürlich auch Mixingkosten. Weil ein wichtiger Punkt, wenn es so um Produktionskosten generell geht, wie vielleicht sich gewisse das denken können, die da jetzt zuschauen, ist halt, ich persönlich, so, und da gibt's auch viele Diskussionen zu dem, heute noch, wenn ich mit Künstlern rede, finde halt, die Produktions-, Arrangement und so die Musikalität dahinter, dort muss man vor allem alles richtig machen, und das Mixing und das Mastering ist halt nur ergänzend, beziehungsweise, so der letzte Glanz. Aber ein Mixing und ein Mastering macht einen schlechten Song nicht plötzlich zu einem guten Song. Das tun die Leute nachher teilweise viel mal überschätzen, habe ich das Gefühl, wenn man so denkt, ja, man schickt das irgendeinem internationalen Mixing und Mastering Dude und der ist der Star, der tut alle Stars abmischen und dem gibst nachher Schweine viel Geld, weil um das geht's ja in dieser Folge, wie man auch Geld sparen oder Budgets machen. Ja, true, schreibt der Young M. Weil ich halt dann denke, vielmal versucht man sich so placebo-mäßig einen schlechten Song, der sowieso schon schlecht arranged war oder vielleicht einfach nicht richtig geil ist von der Produktion, versucht man sich nachher schön zu reden, indem man einfach sagt, ja, man gibt jetzt, man zieht dem Song ein schönes Kleidli an und nachher sieht das mega krass aus, so. Und das ist halt nachher eben der Mix und der Master und dann gibt man dort mega viel Geld aus. Aber am Schluss lässt man sich den Master an und findet den Song trotzdem nicht geil. Darum ist meine Empfehlung dort immer, nicht nur zum Kosten sparen natürlich, weil ein guter Mixer und ein guter Masterer können mega viel beitragen zu einem Song, aber schaut dort immer, dass die Produktion an sich, die Musikalität dort, das Arrangement, das muss euch schon in Demo-Form, wenn ihr das als Demo habt, muss euch das schon mega gefallen. Weil wenn euch nicht mal das Demo gefällt, wo ihr da, oder die Skizze, wo ihr da aufgenommen habt, wenn euch das in Demo-Form nicht gefällt, dann kann man es auch einlassen mit dem Mischen und Master. Das wird nicht plötzlich besser, wenn man es abmischt oder wenn man dort mega viel Geld ausgibt für irgendwelche Externe, so. Darum dort so die zwei Sachen, konzentriert euch vor allem auf Produktion und beim Abmischen würde ich sagen, wie da jemand anders, der Thierry das schon gefragt hat, würde man auch das selber versuchen anzueignen und lernen, während man am Produzieren ist, weil ich habe das Gefühl, teilweise hat man viel bessere Resultate, wenn man das während der Produktion schon macht, weil man nachher schon die ganze Soundästhetik hat und das auch nicht an einen externen muss gehen, all die Spuren und das Mischen ist halt sehr etwas Intimes, etwas Persönliches, habe ich das Gefühl. Und es kann nicht schaden als Künstler oder Künstlerin, wenn man den Prozess dahinter auch ein bisschen versteht.
und auch weiss, wie man seine eigenen Vocals kann recorden. So, das ist extrem wichtig, aber wir kommen nachher noch ein bisschen dazu. Aber das sind sicher mal die Kostenpunkte, die auf der Produktionsseite entstehen, also alles, was mit der Songproduktion zu tun hat. So. Dann beim Artwork, und da noch ganz kurz, wenn wir über das Mastering reden, auch ein ganz einfacher kleiner Tipp, wo viele dann vielleicht gar nicht beachten. Wenn man dann das finale Master hat und man will einfach wissen, wie gut ist das im Vergleich zu anderen Masters, geht einfach auf Apple Music oder auf Spotify, geht auf irgendeine Playlist, auf eine Genre-Playlist, die ähnlichen Sound hat, wie das, was ihr versucht zu machen, egal ob das internationale Tracks sind, und nachher nehmt die einfach als Referenzbeispiel, spielt die Sachen in der Playlist und nachher spielt gerade sofort euer Master und vergleicht, was besser ist. So findet man recht schnell raus, was die Qualität ist. Für die das später jetzt noch dazuschalten, willkommen da beim Collab-Podcast. Das heutige Thema, wie gesagt, Artist- und Release-Budget, wo wir uns noch die 40 Minuten anschauen, die uns da verbleiben. Aber das ist einmal jetzt alles, was mit der Produktion zu tun hat. Und ich finde es auch cool, Young M und ein paar andere, dass ihr da schon reingeschrieben habt. Wenn ihr da irgendwelche Input habt, bringt das alles rein. Wir kommen dann nachher noch zu ein paar tieferen Themen. Als zweiten Kostenpunkt habe ich mir da aufgeschrieben, wenn es um produktspezifische Kosten geht, ist alles, was mit dem Artwork zu tun hat. Artwork oder das Cover dann von dem Song oder von dem Album. Das Artwork wird auch speziell erwähnt, weil du brauchst mindestens die zwei Sachen, um einen Song können releasen oder das Projekt können releasen. Du brauchst halt das Master und das Artwork. Ohne ein Artwork, das du hast, kann man den Song technisch gesehen gar nicht releasen. Die lassen dich das gar nicht releasen. Also die zwei Sachen sind als absolute Minimum. Und bei einem Artwork, wenn es jetzt darum geht, ja, wie wichtig ist jetzt das Artwork und wie wichtig ist das nicht, das würde ich jetzt nicht mega tief philosophieren, aber ich muss mir einfach vorstellen, das Cover Artwork hat immer noch eine bestimmte Wichtigkeit in dem Game, in dem Musikbusiness oder wie diesen Streaming-Plattformen, weil es kann sein, dass euch das Visuelle hinter dem Artwork halt sehr lang für den ganzen Release begleitet. Vielleicht wollt ihr halt später irgendwann einmal ein Plakat machen oder irgendeine Promo- oder Marketingmaßnahme und dort wollt ihr halt das Artwork irgendwie verwenden. Und wenn ihr euch am Anfang überhaupt keine Gedanken gemacht habt, wie das visuell soll aussehen, das Artwork, ja, dann könnt ihr natürlich auch nichts auf das Plakat drauf tun oder auf den Flyer. Darum ist es sicher mal gut, wenn man sich dort ein bisschen Gedanken macht. Ist aber, da kommen wir nachher dazu, sicher nicht der grösste Kostenpunkt, der soll entstehen. Also Artwork, Single Artworks. Es ist aber da erwähnt, United Team ist auch da, es ist da erwähnt, weil es halt sicher noch sehr viele Flächen gibt, wo das Artwork verwendet wird. Dann ein weiterer Kostenpunkt, was mit dem Release könnte zu tun haben, sind Pressefotos. Bei Pressefotos würde ich ganz kurz einfach reingehen. Der Anspruch sollte das sein aus Produktsicht, dass du mindestens 3 bis 4 High-Res, also High-Resolution, hochauflösende Fotos hast, Pressefotos, wo irgendetwas mit dem Release zu tun hat oder wo du ergänzend kannst verwenden. Weil unterschätzt dort nicht die Macht von Pressefotos, wenn es halt um Medienarbeit zum Beispiel geht oder Promo, wie das jemand vorher genannt hat auch. Weil es gibt immer noch sehr viele Flächen im Promo-Bereich, wo nichts mit audiovisuellen Content zu tun hat und wo immer noch statisch ist. Und dort sind so Pressefotos, könnten mega wichtig sein, dass man die Fläche halt auch verwenden kann. Wenn ihr da natürlich einen guten Fotografenfreund habt, wenn es dann um das Thema Release-Budgets geht oder Artist-Budgets, wenn ihr da natürlich einen guten Fotografenfreund habt, wo das Fotografieren checkt und euch da begleiten kann und gute Fotos von euch machen kann, kann das natürlich auch mega helfen. Aber eben alles, was mit den Fotos zu tun hat, kann natürlich auch ein Kostenpunkt sein. Dann ein weiterer Kostenpunkt, der kann entstehen für einen Release, ist Bio oder der Pressetext. Da muss man das jetzt auch nicht mega krass highlighten. Ihr wisst sicher alles, was so ein Pressetext ist. Und sonst habe ich da in der Bio auf dem YouTube-Channel auch eine Folge über das. Zumindest, man muss da jetzt nicht das Vermögen ausgeben für irgendwelche dreiseitige Biotexte, habe ich das Gefühl als Künstler. Aber zumindest eine Umschreibung oder irgendeinen kleinen Text zu dem Release sollte man schon entwerfen lassen. Wenn man das selber anbringt mit der Kommunikation, wenn man selber Kommunikationsskills hat, dann umso besser, geil. Sonst macht das mit einem Kollegen oder mit irgendjemandem, der halt ein guter Schreiberling ist.
Weil vor allem auch dort, wieso ist jetzt so ein Pressetext könnte wichtig sein oder wieso könnte man dort Geld investieren, weil sich Journalisten am Anfang bei einem Newcomer nicht unbedingt das Bein ausbrechen, um da selber irgendwie mega krass etwas zu texten. Und dann kann so ein Pressetext, wo du selber in Auftrag gegeben hast, wo du halt mit deinem Release-Budget gezahlt hast, kann da vielleicht auch etwas bewegen, weil die meisten Journalisten halt, wenn du nicht auf Superstar-Level bist oder auf etabliertem Level, sind sie dann froh darum, dass du ihnen die Arbeit natürlich auch ein bisschen abnimmst und das Ganze ein bisschen umschreiben kannst. Da habe ich aber, wie gesagt, auch noch Erfolg, wo es um Promo- und Mediaarbeit geht, auf meinem YouTube-Channel, darum könnt ihr dort mal schauen. Dann ein weiterer Budgetpunkt ist ganz klar Musikvideos, alles was mit Musikvideos zu tun hat. Und da wird jetzt ein bisschen tiefer reingehen, weil das ganze Thema Budgetierung bei einem Musikvideo oder bei mehreren Musikvideos sehr wichtig ist. Und da kann man auch sehr vieles falsch machen. Rein von der Budgetierung. Baba Street schaut dazu, cool, dass du noch da eingeschaltet hast. Für die das nachher später sehen, das wird nachher sicher auch noch gerippt für YouTube. Aber wir sind jetzt gerade bei den Musikvideos und wieso man dort auch ganz viel falsch kann machen bei der Budgetierung oder wenn es darum geht, dass du dein eigenes Geld ausgibst für so Musikvideos. Dort möchte ich einfach 2, 3 Grundprinzipien aufzeigen, wenn es um Musikvideos geht und wenn ihr Geld ausgeben wollt für Musikvideos. Ein sehr wichtiges Grundprinzip, das ich finde, ist, die Musikvideos, die ihr erstellen lasst, mit einem Videodirector oder mit irgendjemandem, mit einem Filmer, Sali Baba, die Musikvideos, die ihr machen lasst, ihr müsst euch immer vorstellen, weil nochmal, wir sind da bei einem Podcast, wo es um Musik-Business geht, also beide Seiten. Bei einem Musikvideo, wo ihr erschafft, müsst ihr immer euch überlegen, kann ich das Geld irgendwie wieder reinholen, wo ich da ausgebe für das Musikvideo. Kann ich das recoupen? Tut man halt in einem Business Sense, redet man halt von recoupen. Sprich, kann man das Geld wieder reinholen mit Umsatz, mit einem Plus, wo man macht, wegen Song-Einnahmen oder wegen Musikvideo-Einnahmen, wo man da jetzt ausgegeben hat bei einem Musikvideo. Weil eine Musikvideoproduktion, lassen sie jetzt eine kleinere sein, die irgendwo zwischen 500 und 1500 Franken kostet, hier in der Schweiz. Wenn wir jetzt von einem kleineren Grad ausgehen, von einem kleineren Level, wenn ihr jetzt 1500 Stutz ausgegeben habt für ein Musikvideo, einfach als Praxisbeispiel, dann, wenn ihr halt Ambitionen habt, das als Karriere anzuschauen und als Musikkarriere, dann müsst ihr euch vorstellen, kann ich überhaupt, ist es realistisch, dass ich die 1500, wo ich da jetzt investiert habe, in mein Produkt, in mein Musikvideo, ist es überhaupt realistisch, dass ich das über einen mittelfristigen oder langfristigen oder auch kurzfristigen Zeitraum wieder zurückbekommen, also wieder einspielen kann. Das meine ich mit Recoupen, weil ich gehe da bei dem Artist- und Release-Budget jetzt von einem Beispiel aus, wo du dich selber finanzierst, nicht über ein Label, weil das ist dann noch ein bisschen anders, aber wenn das deine eigene Kohle ist und du willst das mehr als Business anschauen und als Karriere, dann muss man sich immer überlegen, das Geld, das ich jetzt da ausgebe, die 1500 Stutz fürs Musikvideo, kann ich das irgendwie wieder zurückholen? Und dann fängt man eben plötzlich an schalten und überlegt sich, ja, wie kann man halt das Musikvideo monetarisieren? Ah, okay, da gibt's zum Beispiel YouTube, wo halt die Views Geld geben. Und wieso sage ich das jetzt alles mit dem Recoup oder mit dem, das Musikvideo muss das Geld können wieder einspielen? Ihr müsst euch vorstellen, historisch gesehen, hat's noch gar kein, früher hat's noch gar kein, damals bei MTV-Zeiten hat man die Musikvideos gar nicht können monetarisieren, wo dort auf MTV gelaufen sind. Also früher MTV Viva ist halt der einzige Ort gewesen, wo es so Pop-Musikvideos gegeben hat oder aus Genre-Musikvideos. Und für die Plays, die dort entstanden sind, haben die Künstler kein Geld bekommen oder hat das Label und der Künstler haben gar kein Geld gemacht. So. Also es hat gewisse Ausstrahlungsgelder gegeben über die Suiza, aber die Views sind nicht monetarisiert gewesen. Heutzutage hat man die Möglichkeit, dass die YouTube-Views monetarisiert sind, zu 100%. Sprich, wenn der YouTube-Channel dir selber gehört und du bist da in dem Partnerprogramm, wo man auch in der Schweiz machen kann, so wenn man genug viele Subscriber hat,
dann kann man das Geld, das man ausgibt beim Musikvideo, wieder zurückholen irgendwann einmal so. Also, beziehungsweise kann man dort wieder ins Plus gehen. Und das ist halt wichtig, dass man sich das überlegt, weil dort zählt halt das Prinzip, ja, wenn du das als Business willst anschauen, dann musst du das irgendwann wieder mit dem Umsatz wieder reinholen. Und dann merkt man auch plötzlich, dass man vielleicht nicht so viel Geld ausgeben soll, weil wenn das nicht mehr realistisch ist, dass du das wieder zurückholen kannst mit dem Musikvideo, dann in so Fällen würde ich halt vorschlagen, dass man eher ein bisschen weniger budgetieren tut. Ein zweiter Grundsatz, wenn es um Musikvideos, Budgets geht, ist auch etwas, was ich andauernd sehe, und zwar ein bisschen der Denkfehler, oder ich müsst euch einfach vorstellen, ein grösseres Musikvideobudget bedeutet nicht automatisch mehr Views auf YouTube. Ich glaube, es gibt bei ganz vielen Künstlern teilweise den Placebo-Effekt, der im Kopf passiert, dass wenn du ein krasseres Musikvideo hast, sprich viel mehr Geld ausgibst für das Musikvideo, dass du auch mehr Views bekommst auf YouTube. Aber wenn man Statistiken anschauen von den grössten Musikvideos von dieser Welt, ist die Realität leider so, also kann man sich jetzt darüber streiten, leider oder nicht, aber die Realität ist so, dass Musikvideobudget nicht im Zusammenhang steht, mit wie viel Views du bekommst. Weil die Wahrheit, oder das ist halt eher so ein bisschen Fantasie, die irgendwann einmal entstanden ist, weil die Wahrheit ist halt dort eher, dass der Song selber und die Stärke vom Song meistens entscheidet, wie viel Views du generierst. Und das kann man beobachten bei ganz, ganz vielen Releases, egal in welchem Genre du gehst schauen, dass die meistgeschauten Videos nicht vielmal die sind, wo auch das krasseste Musikvideo dahinter ist, sondern die Views. Der Idiom schreibt, grösseres Budget bedeutet auch nicht zwingend besseres Video. Genau, muss es auch nicht heissen, weil es auch viele Low-Budget-Videos gibt, oder Directors, die Low-Budget-Videos machen, die extrem gut aussehen, und auch da in der Schweiz. Von dem her, denkt dort nicht so fest an die Verbindung, dass, sobald ich jetzt Geld habe oder mir da jetzt ein super krasses Musikvideo finanzieren kann, dass man das auch alles verprassen soll oder alles ausgeben soll, weil das bedeutet einfach faktisch nicht, dass du mehr Views wegen dem generierst. Auch dort, wie bei der Produktion vorher, ist es halt wichtig, dass man sich erstmal anschaut, ist der Song mega gut, ist der Song solide und hat man Bock, den immer und immer wieder zu hören. Weil dann ist ein Musikvideo natürlich recht effektiv, weil es nachher wie so ergänzend ist. Aber ich sehe das noch zu oft, dass sich die Leute wiederum bei der Songproduktion mega wenig Gedanken machen oder weniger Gedanken machen und auch dort das Gefühl haben, man kann das mit einem krassen Musikvideo kann man das wieder wie so ausbalancieren. Aber so funktioniert das nicht. So funktioniert die Zuschauerschaft da aussen nicht, die auf YouTube ist. Die Realität sieht wirklich so aus, dass ein geiler Song mit einem relativ schlechten oder Standard Musikvideo mehr auslösen kann als ein schlechter Song mit einem bombastischen Musikvideo. Das heisst nicht, dass ein Musikvideo nicht mega wichtig ist. Ein Musikvideo kann halt Emotionen anders transportieren als nur der Song. Und es ist auch wichtig, dass man sich dort Gedanken macht. Aber ich finde das noch ein guter Grundsatz, dass man sich das überlegt, nicht immer gerade sofort voll reinschiessen mit Musikvideo-Budgets, weil das nicht bedeutet, dass das nachher mehr schaut, automatisch wegen dem. Konzentriert euch auch mehr auf den Song dort. Und ein weiterer Budgetgrundsatz, wenn es um Musikvideos geht, wo ich auch ganz gerne den Leuten sage, wenn es dann um so Beratungsaufträge geht, wo mich Leute zuholen und finden, ey, schau, wir machen halt noch das Musikvideo auf YouTube und so, was haltest du von dieser Release-Strategie? Wenn es um Release-Budgets dann in diesem Aspekt geht, tun lieber nicht ein grosses Budget auf ein Video setzen, sondern verteilt euer gesamtes Budget, das ihr habt, auf 2, 3 oder 4 Videos. Sprich, anstatt dass ihr ein hure heftiges Video macht und dort halt alles ausgebt, tun das Budget lieber stretchen, das Geld, das ihr habt, dass ihr das vielleicht für 4 Videos könnt machen oder für 3, vielleicht könnt ihr auch einen Deal machen mit einem Videodirector oder mit einem Filmer, dass die Person auch eben sowieso einen Mengenrabatt sozusagen, würde ich jetzt ein bisschen böse sagen, dass man halt sagt, ey, ich möchte, dass du meine nächsten 3 Videos machst, und anstatt dass du halt nachher nur all deine Pferde auf eins setzt, hast du halt auch viel, viel mehr Content.
Also was dann automatisch passieren wird, wenn du halt dein Budget besser verteilst auf mehrere Videos, ist, dass dein Risiko viel, viel kleiner ist und dass du auch viel, viel mehr Videocontent hast, wo du kannst kommunizieren für die Zukunft. Weil ich sehe das immer noch zu oft in der Schweiz, dass man gar nicht so weit vorausdenkt und sich sagt, ja, jetzt hat man zum Beispiel Geld, jetzt hat man 1500 Stutz, hat man auf die Seite da oder irgendwie Geld gemacht, Umsatz, und das geht mir jetzt sofort, geht mir das ausgeben für ein neues Musikvideo, aber vielleicht hast du noch 4 andere Songs, wo du aus dem Projekt nachher auskoppeln oder willst den Leuten präsentieren, und für die 4 anderen Songs hast du gar kein Geld mehr, weil du jetzt alles auf die eine Karte gesetzt hast, auf das eine Musikvideo. Und das sehe ich noch sehr, sehr oft, dass das passiert. Darum, dort halt mehr so der Budgetgrundsatz, verteilen das. Einfach eher so als Empfehlung, wenn ihr ein bisschen mehr Geld dort auf der Seite habt, wo ihr könnt investieren könnt. Und dann noch ein bisschen kleinere Sachen, wenn es ums Musikvideo geht, wo oftmals vergessen werden und wo ich sehe, dass da der Standard in der Schweiz noch nicht so hoch ist. Achtet auf Thumbnails, gebt euch Mühe bei Thumbnails, weil YouTube schaut da mega fest drauf, ob Leute überhaupt klicken auf unser Thumbnail. Darum müsst ihr euch immer die besten Szenen rausnehmen, und Leute, die das auf einem höheren Level machen, die überlassen das nicht am Zufall, welches Video-Thumbnail ihr nehmt, für YouTube natürlich. Dann, als weiterer Punkt, bereitet immer Teasers vor, wenn es um Musikvideos geht, weil das wird auch oftmals vergessen, dass man dort zum Beispiel auch sich vom Filmer noch Teasers machen lassen, oder so Behind-the-Scenes-Footage, also so Sachen, die irgendwie beim Videoshoot passiert sind, einfach, dass wir dort auch ein bisschen zusätzliches Futter haben. Und dort merkt ihr dann, dass man dann plötzlich ein bisschen mit dieser anderen Erwartungshaltung drauf geht. Was ist ein Thumbnail? Thierry, das ist das Vorschaubild auf YouTube. Einfach gesagt. Also wenn ihr auf YouTube geht und auf der Startseite seht, die Vorschaubilder, wenn ihr auf ein Video klickt, das ist das Thumbnail, das Video-Thumbnail. Und das ist auch eine ganze Materie für sich selber, eine ganze Kunst für sich selber. Und bei internationalen grossen Videos, müsst ihr euch vorstellen, wird dort sehr viel Zeit investiert für die Thumbnails, oder dass man sich den besten Shot da auswählt, und das ist überhaupt nicht Zufall. Und das wird oftmals vergessen. Darum bei Musikvideos, wenn ihr dort halt wirklich Kosten habt und das Budget ausgebt, überlegt euch immer, kann ich das Budget oder kann ich die Kosten irgendwie wieder reinholen? Weil dann fangen ihr auch automatisch auch ein bisschen besser über die Wirtschaft nachzudenken und was muss ich alles machen, um dieses Musikvideogeld wieder reinzuholen über YouTube oder über die Kommunikation, die ihr macht. Dann als weiterer Kostenpunkt habe ich mir dann aufgeschrieben, sonstige Content-Sachen, irgendwie Meme-Content, Social-Media-Content oder einfach sonstige Videofutter. Eben wenn ihr da mit Leuten arbeitet, die halt Videos oder Fotos machen von euch, kann es nicht schaden, dass ihr auch da ein bisschen Munition sammelt und einfach auch Sachen vorproduzieren und auf Reserve haben. Und das kann natürlich auch ein Kostenpunkt sein, aber da kommen wir auch noch vielleicht später dazu. Dann, das ist jetzt alles mal vielleicht zu der Produktion gewesen, zu einer Songproduktion. Dann ein weiterer grosser Budgetpunkt sind halt Vertriebskosten. Das sind alle Kosten, das Vertriebsbudget sind alle Kosten, die entstehen, wenn er mit einem Aggregator, also iMusician oder all die TuneCore und CD Baby und all die, was es gibt, was international oder in der Schweiz lokal, sind Vertriebskosten, die Kosten, die entstehen, wenn er den Account halt zahlen müsst. Und die zähle ich da auf, weil das natürlich auch das Artist-Budget ist, wo ihr da zahlen müsst. Und zwar ist dort vor allem das Wichtige dahinter, dass wenn ihr jetzt über einen Aggregator eure Musik releaset, ich hoffe, man hört mich da noch, weil ich da noch schnell ein paar Notifications gesehen habe, aber wenn ihr über einen Aggregator eure Musik releasen würdet, dass ihr dort beachtet, okay, was kostet mich das überhaupt im Jahr? Und auch dort genau das Gleiche, wenn ihr wirtschaftlich denken müsst. Sagen wir, ihr müsst für einen Aggregator, ihr macht das über irgendeine von diesen Plattformen, wo ihr auf alle Streaming-Plattformen tun kann, eure Songs releasen. Und ihr müsst für den Account müsst ihr 600 Stutz zahlen im Jahr. Wenn ihr das halt professionell angehen wollt und mit einem gewissen Business-Mind dahinter,
dann müsst ihr euch halt dort auch, und ihr vertreibt das selber, das heisst, es entsteht durch eure eigenen Kosten, dann müsst ihr euch wirklich die Überlegung machen, die 600 Stutz im Jahr, kann ich die wieder zurückholen? Kann ich dort wieder ins Plus gehen? Und das macht man eben auch mit den Releases, wo man dort natürlich veröffentlichen tut, weil die Verwertung oder der Umsatz, der entsteht durch die Streams, Downloads, aber vor allem Streams halt, über all die Streaming-Plattformen, man müsste das im Jahr können wieder einspielen irgendwann einmal, dass sich überhaupt die Vertriebskosten, die 600 Stutz oder 500 Stutz im Jahr, dass sich das überhaupt lohnt für dich selber. Weil es geht auch nicht, dass du da 3-4 Jahre da die ganze Zeit Account zahlst und die ganze Zeit im Minus bist, aber das Geld nie mehr siehst. Also ich schaue es jetzt natürlich aus dem Standpunkt an, wenn ihr halt wollt, wirtschaftlicher rechnen und irgendwann einmal vielleicht eure Rechnungen wollt zahlen mit dem Geld, das dort reinkommt, dann könnt ihr das eben auch nicht zulassen, dass dort die ganze Zeit ein Minus entsteht und gar kein Plus. Darum, die Vertriebskosten, die dort entstehen über den Aggregator, die muss man in der Regel können mit dem Stream, mit dem Umsatz, der kommt durch eure Releases, muss man das wieder reinholen. Nicht unbedingt im ersten Jahr, aber vielleicht ab dem zweiten Jahr müssten wir irgendwann einmal wieder ein Plus machen. Das ist natürlich keine Faustregel, aber ich will euch einfach ein bisschen zeigen, das sind jetzt so die Kosten, die natürlich dort auf der Vertriebsseite entstehen können. Genau. Jetzt, all die ich da schon aufgezählt habe, würde ich da einfach als Zwischenstand so ein bisschen noch sagen, was ist dort der Fokus oder die Priorität? Wo muss man die Priorität legen? Schnell durchgemacht. Wo ist kostenmäßig, wo sollte man eher schauen, dass man Geld investiert und wo nicht? In dieser Reihenfolge tun ich es jetzt abzählen. Als allererstens Produktion, Mix und Master. Auch wenn ich gesagt habe, jetzt soll man so viel wie möglich selber machen, dass man auch ein bisschen Budget sparen kann, ist das der wichtigste Kostenpunkt. Also alles, was mit der Songproduktion, mit dem Mix und Master zu tun hat, dort sollte man auf jeden Fall den Fokus setzen. Dann als zweites die Vertriebskosten über einen Aggregator oder das, was man mit einem Label macht, dass man das irgendwann wieder reinholt, weil wenn das nicht möglich ist für dich, um das zu zahlen, dann wird das natürlich auch ein bisschen schwerere Angelegenheit. Dann als dritte Priorität oder der drittwichtigste Kostenpunkt das Musikvideo. Aber dort möglichst viele Musikvideos können machen und nicht nur alles in eins investieren. Als viertwichtigster Kostenpunkt Artwork und Pressefotos, das habe ich da jetzt mal zusammengetan. Und als fünftwichtigster der Pressetext. Da auch nur in Klammern der fünftwichtigste, weil es ist zwar wichtig, vielleicht langfristig, dass man nachher irgendwann mal ein Bio oder einen Pressetext hat, einen anständigen. Aber ich sage mal, auf den kann man am ehesten verzichten, wenn es darum geht, dass es wichtigere Kostenpunkte gibt. Das bedeutet aber nicht, dass du nicht in irgendeiner Form dich als Künstler beschreiben können oder eine Description machen. Aber man kann dort eher ein bisschen darauf verzichten, weil du natürlich über Social Media auch sehr viel selber kommunizieren meistens. Und in dieser Kommunikation tust du dich natürlich schon erklären. Darum brauchst du auch nicht einen dreiseitigen Bio-Text oder alles, was halt mit einem Pressetext zu tun hat. Es kann aber nicht schaden, dass man einen Pressetext hat. Genau, das ist so ein bisschen die Priorität. Dann gibt es zwei grössere Kostenpunkte, die könnten zukünftig auch Kosten generieren, wo da jemand am Anfang schon aufgezählt hat. Zum einen ist das alles, was mit der Promotion zu tun hat. Dort allerdings, ich habe dort auch noch eine andere Folge über organisches Wachstum auf dem YouTube-Channel, wo das alles noch ein bisschen viel tiefgründiger noch erklären. Weil alles, was mit den Promotionskosten zu tun hat, ist halt ein bisschen schöner dran. Alles, was mit Promo zu tun hat, das meiste von dem ist halt organische Kommunikation und ist völlig gratis. Dort würde ich einfach den Fakt stressen, dass so viel wie möglich von deiner eigenen Kraft aus kommuniziert werden soll, auch langfristig über deine eigenen Plattformen oder über deine Releases auch, weil dort zahlst du keinen einzigen Cent. Stand heute tun dich all die Plattformen, Social Media Plattformen und YouTube und so verlangen kein Geld von dir, um dort drauf zu kommunizieren. Darum soll man das auch ausnutzen. Und ich finde das amigs schade, wenn halt das nicht richtig ausgenutzt wird, weil
die meisten Leute oder die meisten Singles, sage ich jetzt mal, oder Songs, scheitern nicht daran, dass man kein riesiges Marketingbudget hat oder ein Werbebudget, sondern die meisten Songs scheitern, weil nicht viel kommuniziert wird, weil nicht viel promotet wird vom Künstler oder von der Künstlerin selber aus. Thierry schreibt da noch, ist es zwingend, ein Musikvideo zu machen? Nein, es ist nicht zwingend, Thierry. Also man kann auch, wenn es ein starker Song ist, das auch einfach als Audio, Artwork, kann man das auch auf YouTube tun und überall darstellen lassen. Wenn der Song halt geil ist der Song geil. Ein Musikvideo kann aber auch helfen, dich imagemäßig als Künstler oder als Künstlerin ein bisschen mehr imagemäßig zu profilieren, sagt man im Marketing-Sinn, halt dir ein Bild geben zum Song an einem Hörer oder an einem Zuschauer. Weil wenn das nur alles mit Audio-Releases machst, ist es natürlich schwierig, sich da etwas zu vorstellen zu können. Genau, aber alles, was mit der Promo zu tun hat, da, wie gesagt, gibt's auch noch ganz grosse Folgen dazu vom YouTube-Channel, wenn ihr dort mal schauen. Aber dort, das ist eigentlich nur indirekt ein Kostenpunkt, weil ihr macht etwas falsch, wenn ihr dort sehr viel Geld ausgebt. Klar gibt's so Sachen wie Promotouren und dort entstehen nachher Fahrspesen und so. Aber ihr realisiert, dass ihr in der Promo ganz, ganz viele Sachen auch gratis könnt einfach kommunizieren über eure eigene Stärke. Und der Trick ist einfach, dass ihr das längerfristig macht und nicht nur zweimal postet euer Release und nachher hört ihr auf. Weil, wie gesagt, nochmal, die meisten Songs scheitern daran nicht, weil ihnen ein riesiges Marketingbudget fehlt, sondern weil sie die organische Kommunikation nicht ausnutzen, die sie haben, die Künstler und Künstlerinnen. Da einfach als zusätzlicher Promo-Kostenpunkt lohnt es sich, mit einer Promo-Agentur zusammenzuarbeiten, da immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr noch nicht auf dem Level sind, wo auch Medieninteresse da ist, dann würde ich euch noch nicht empfehlen, dort jemand externes dafür zu zahlen, dass er oder sie Promo für dich macht. Weil wenn das Medieninteresse nicht da ist, ist das wie so ein bisschen verschwendetes Geld. Das würde ich eher machen, jemanden dazu holen, der für euch die Promo macht, wenn auch tatsächlich Medieninteresse da ist. Und ich habe ja gesagt, es sind Promo- und Marketingkosten, zwei verschiedene Kostenpunkte. Dann würde ich da noch ganz schnell auf das Marketing und das Werbebudget eingehen. Wie ich das vorher schon gesagt habe, organisch ist das Stichwort. Immer. Organisch, organisch, organisch. Weil ich höre vielmal noch, und das höre ich zu oft, dass viele dann sagen, ja, aber wenn ich das Marketingbudget hätte, wo der Superstar-Künstler XYZ hat, dann würde es bei mir auch laufen. Lasst euch das von jemandem sagen, der vorher Product Manager auch war, der ganz, ganz viele internationale Releases vermarktet hat. Auch das grösste Marketingbudget auf der Welt kann dir nicht helfen, wenn der Song nicht geil ist und nicht konsumiert wird. Sprich, du musst es schon irgendwie selber schaffen, dass der Song organisch konsumiert wird, weil sonst macht irgendwie ein Werbebudget, ein Marketingbudget überhaupt gar keinen Sinn. Das heisst nicht, dass es ganz useless ist, aber ich würde halt den Gedanken stressen, dass du wirklich zuerst mal auf organisch deinen eigenen Boden musst aufbauen, weil einfach so Werbung zu schalten über so Facebook, Instagram oder YouTube bringt nichts, wenn dich niemand kennt. Und überhaupt, auch wenn man dort nicht einen höheren Bekanntheitsgrad hat, würde ich wirklich auch die Finger von dem lassen. Also für Newcomer oder Leute, die gar nicht etabliert sind, ist das Geld wirklich irgendwo anders viel besser aufgehoben als in so digitalen Ads. Schafft dort mit dem Gedanken, dass ihr vieles selber machen wollt, organischen Konsum aufbauen wollt, weil es hilft dann auch nicht, wenn man plötzlich 50.000 Franken hätte, und da gehe ich jetzt von einem extrem hohen Beispiel aus, wo es in der Schweiz nicht so oft gibt, aber wenn man jetzt im Jahr 50.000 Stutz hätte, um da für einen Release auszugeben, wenn die Songs nicht gut sind und die Leute da draussen das nicht hören wollen, einfach so, dann kann man dort auch nicht, kann man die Flamme auch nicht grösser machen. Weil wenn gar keine Flamme erst da ist, dann nützt dir auch das Marketingbudget nicht. Weil jetzt aber so Marketingkosten nicht Marketing-Werbebudgets vielleicht nicht eine gute Investition ist, würde ich dann noch zum Schluss in den letzten 10 Minuten
über alternative Investitionen reden, wo wir vielleicht die da jetzt zuschauen und das Thema interessiert, vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben. Und das ist alles, also geht jetzt einfach zum Schluss noch ein bisschen darum, okay, man hat das alles gemacht, Musikvideo, Songproduktion, man hat dort überall Investitionen gemacht, man hat schon das Gefühl, man hat alles ausgereizt, so. Was wären jetzt noch sonst gute Investitionen, wo man sein eigenes Budget, wenn man selber finanziert ist, wo kann man sein eigenes Budget noch, am besten sollte man das rein tun? Da gibt es zwei ganz grosse Punkte. Zum einen ist ein eigenes Studio. Ganz, ganz einfach. Aber wenn man Künstler oder Künstlerin ist, und es schauen natürlich da auch ein paar Produzenten dazu, oder Produzentinnen, aber ihr versteht schon, was ich meine. Auf der Künstlerseite, heutzutage, Musikequipment ist sehr erschwinglich geworden. Und ich empfehle wirklich jedem, mit dem ich rede, der noch kein eigenes Studio hat und nicht checkt, wie das geht, sich selber zu recorden und so und irgendwie seine Vocals aufzunehmen, wenn man jetzt Künstler ist oder Sänger, Sängerin. Das Beste, was ihr machen könnt in der Anfangszeit, wenn ihr ein bisschen Geld auf der Seite habt, und das wirklich ernst nehmen und Musikkarriere starten, ist Geld zu investieren in eigenes Equipment, dass man nicht irgendwie Studiozeit muss zahlen bei irgendjemand anderem. Das macht dich weniger abhängig von irgendwelchen anderen Leuten und es hat einen schönen Nebeneffekt, dass man halt selber auch lernen kann, wie man sich selber recordet und auch viel näher ist mit dem Songproduktionsprozess. Das heisst, das ist mit Abstand, so auf dieser Liste, die ich mir da aufgestellt habe, die beste Investition, die du meiner Meinung nach machen kannst, als Künstler oder Künstlerin, die neu angefangen hat, wenn man ein bisschen Geld auf der Seite hat, kauft er so das absolute Minimum, ein Audio-Interface, ein PC oder ein Laptop, wo du etwas drauf kannst recorden, Musiksoftware, ob das jetzt Logic, Fruity Loops, Ableton oder irgendetwas ist, ein Mic, also Audio-Interface, Mic, und du brauchst nicht mal einen Vorverstärker. Aber wenn du jetzt für extra krasse Vocals, könnte man auch noch sagen, okay, man kauft sich noch einen anständigen Vocalverstärker. Und dann hat man das schon. Audio-Interface, Laptop und Mic. Mehr braucht man eigentlich nicht. Klar kann man sich nachher noch jenste Plugins und Gear kaufen, Equipment. Aber einfach, dass wir das schon mal haben als Grundinvestition. Weil das wird für die nächsten 20 Jahre wird dir das nachher helfen, wenn du plötzlich deine eigenen Songs kannst aufnehmen und produzieren. Darum das mit Abstand die wichtigste Investition, die ganz, ganz viele auch unterschätzen, glaube ich, auch noch da in der Schweiz. Weil ich weiss nicht, ob man da jetzt noch heutzutage gross bei externen Studiozeit einkaufen. Ja, wenn die jetzt ein mega High-End-Studio haben vielleicht. Aber sonst kauft euch das Equipment selber, würde ich empfehlen. Dann eine zweite grosse Investition, die man machen kann, die sehr, sehr hilfreich kann sein, ist, vielleicht hat man irgendeinen Kollegen oder eine Kollegin, wo man kann zählen, wo ein Filmer ist, oder eine Filmerin, wo Content für dich kann filmen. Also jemand, der dich irgendwie begleitet oder mit dir zusammen im Studio ist und wo man einfach kann sagen, okay, schau, ich habe da ein separates Budget, 200 Stutz im Monat oder was auch immer, oder lass es 50 Stutz im Monat, dass jemand mit der Kamera die ganze Zeit dich begleitet und Content im Hintergrund aufnimmt für dich. Weil den Content wirst du nachher einfach langfristig können für jenste Kommunikation verwenden. Und es ist natürlich schwierig teilweise, das alles immer selber zu machen, aber ich sehe das auch noch zu wenig, dass man sich da die Überlegungen macht, anstatt eben jetzt den grossen Überlegen, wie kann ich da Reichweite mir kaufen mit irgendwelchen Ads, investierst die 500 Stutz lieber in irgendeine anständige Videokamera und entweder filmt man sich selber oder mit dem Handy auch, das muss nicht High-End-Produktionen sein, oder man zahlt jemanden, einen Filmer, der einfach die ganze Zeit dich begleitet, dass man halt extra Content hat. Finde ich ein Investitionspunkt, ein Budgetpunkt, der sehr oft unterschätzt wird. Dann ein weiterer Kostenpunkt, der auch sehr hilfreich könnte sein, ist alles, was mit Live-Versionen, Remixes oder Reinterpretationen, nenne ich sie mal, von deinen Songs zu tun hat. Also sprich, andere Versionen von deinen Songs erstellen. Die Überlegung machen sich auch die wenigsten, denke ich, teilweise, aber es hindert dich, als Beispiel, hindert dich niemand daran, wenn du ein bisschen Geld auf der Seite hast, ein bisschen Budget, dass du irgendwo einen Raum gehst mieten, dir ein paar Musiker dazu holst
und der eine Song, wo du vielleicht schon released hast, einfach nochmal als Live-Version nochmal neu interpretieren und das nimmst du dann vielleicht mit einem Filmer auch gerade auf oder mit einer statischen Kamera und dann hast du schon wieder ein Videocontent mehr oder eine Songversion mehr, wo du kannst verwenden für YouTube und deine Kommunikation. Darum, bevor du in irgendwelche andere unnötige Kostenpunkte tust, irgendwelche Promo-Agenturen am Anfang von deiner Karriere, überleg dir lieber, okay, du hast da vielleicht 3 Songs, die du veröffentlicht hast, kannst du die 3 Songs noch irgendwie flippen in andere Versionen, in Live-Versionen, irgendwelche Remixes oder so. Vielleicht hast du einen geilen Produzent, der das geil kann remixen. Und dann würde ich lieber dort das Budget investieren, die 2, 3, 4, 500 Stutz, anstatt für andere Sachen. Weil das kannst du auch alles verwenden. Das ist alles extra Content für den Song, wo du irgendwie auf YouTube kannst verwenden oder monetarisieren kannst in irgendeiner Form. Oder vielleicht auch offiziell kannst releasen, wenn die Versionen geil genug sind. Dann, wenn man das vielleicht alles auch gemacht hat und ausgeschöpft hat, ist ein weiterer Punkt sicher, wenn man Interesse hat, live zu touren, dass man sich schon mal ein bisschen Equipment zusammen kauft, am Anfang von einer Karriere als Newcomer oder Newcomerin, wo man so ein bisschen eine Mini-Tour könnte selber auf die Beine stellen, mit Live-Equipment. Und, ich meine, da braucht man in der Regel auch ein paar Sachen, aber denkt dort einfach mal auf so einem Level, dass wenn man jetzt noch nie live gespielt hat, was bräuchte ich alles für Equipment, zum Beispiel bei Kollegen oder Kolleginnen so ein Wohnzimmerkonzert können machen oder so einen kleinen Showcase in einem ganz kleinen Setup. Was müsste ich alles für Kosten in die Hand nehmen? Weil man merkt dann vielleicht ganz oft, dass das gar nicht so teuer würde kommen, wenn man sich dort ein bisschen ein Live-Setup würde zusammenbasteln und dort ein bisschen Budget ausgibt, weil das Equipment, das man dann kauft oder so, das gehört dann einem sowieso und das kannst du auch für alles andere verwenden. Also alles, was vielleicht so mit so Showcases, Live-Showcases zu tun hat, dort kann es sich lohnen, Geld zu investieren. Und für die letzten 2 Minuten, als letzten Punkt, würde ich noch sagen, alles, was mit sonstigen Reserven zu tun hat. Sprich, wenn man ein bisschen Geld auf die Seite hat, und man weiss nicht gerade, für was man das verwenden soll, dann kann es auch nicht schaden, dass man das einfach auf der Seite hat, für den Fall, dass man vielleicht mal mit seinem Release eben so Promo-Reise machen und Spesen zum Beispiel verwenden oder halt, also was heißt Spesen, aber irgendwie Essensspesen oder Fahrspesen generieren muss. Und dann ist man froh, wenn man das Geld auf der Seite hat. Genau. Jetzt bin ich eine Minute früher fertig geworden, nicht so stressig wie das letzte Mal. Aber ich kann euch einfach ein bisschen einen Überblick aufzeigen, was es überhaupt für Kostenpunkte gibt. Ich hoffe, die da zugeschaut haben, dann hat das ein bisschen geholfen. Wenn man jetzt ein Budget hätte, eben, ist meine Empfehlung immer, geht ein bisschen nicht sparsam mit dem um, aber geht intelligent mit dem um. Weil, ich respektiere das, wenn sich jemand selber finanzieren kann, das finde ich etwas Geiles, und wenn du dir nicht irgendwie von anderen Geld lässt investieren, Selbstinvestitionen finde ich etwas sehr Respektables, aber da muss man auch gescheit sein und verstehen, okay, wo überall könnte überhaupt Kosten entstehen und wo gibt's Budgetlöcher, wo könnten dich in Ruin treiben, blöd gesagt, und immer aus dem Standpunkt überlegen, wie du das kannst so machen, dass es nachhaltig ist. Und dass du das langfristig kannst machen, mit einem längeren Atem. Weil das wird sich nicht von heute auf morgen entscheiden. Darum, das ist es gewesen. Danke vielmals.